Am Anfang war der Stein. Er brachte Last und Lust, den frühen Siedlern von Bischofsreuth und Heidmühle vor allem Ersteres. Denn die Steine mussten weg, um Ackerland zu gewinnen. Steine, die Landschaftsökonom Ernst Obermayr heute mit ganz anderen Augen sieht. So einen Monolithen begegne ich eigentlich mit Ehrfurcht. Und das beginnt eigentlich tatsächlich mit der Erdgeschichte, weil es also so ein uralter Stein ist, der so viel erlebt hat und der über Zeiten gelebt hat, die wir als kleiner, unscheinbarer Mensch überhaupt nicht bemessen können. Gleichzeitig ist es tatsächlich so, dass es den Menschen auch schwer gemacht hat. Da haben wir dann durchaus mit denjenigen Diskussionen, die ja heute noch mit den Schwierigkeiten der Landschaft zu kämpfen haben, nämlich die Bauern. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, was ist denn das mit den Steinen da? Die sind schon uralt und ja, die Felsen, die in der Steinmauer da, die waren früher auch in der Wiese. Der Opa, der war halt Sprengmeister und der hat die anderen rausgemacht. Tagsüber ist kalt geworden und ja, nachts ist dann die Arbeit verrichtet worden. Beim Mondschein, weil es hell war. Die Bauern damals taten alles, um den Steinen zu Leibe zu rücken und räumten sie an den Rand. Eine einzigartige Kulturlandschaft entstand. Die Bischofsreuther Waldhufen mit ihren Hangäckern. Teil davon waren die sogenannten Steinriegel, die sie begrenzten. Doch bis in die 80er Jahre hinein schien all das vergessen. Ich denke schon, dass man damit auch gemerkt hat, naja, es ist ja nicht alles wertlos, was da so ist. Es war immer schwer, aber das hat einen eigenen Wert. Und unsere Vorfahren, die haben da mit harter Arbeit was geschaffen, was auch unsere Aufgabe als Bischofsreuther ist, das auch weiter zu erhalten. Weil wofür haben sie die gemacht damals? Ne? Also das hat man dann schon irgendwann wieder mehr verinnerlicht. Was früher Plage und Last war, dem versuchen sie heute neues Leben einzuhauchen. Steine von einer Gemeindebaustelle werden genutzt, um einen neuen Steinriegel anzulegen. Für Landwirt Richard Scherz ist das ein willkommenes Nebenbrot, doch ganz geheuer ist es ihm nicht. Zweischneidiges Schwert ist das. Früher haben sie die Steine von der Wiese weg und als Landwirt blüht dem das Herz ein bisschen, wenn man die Steine wieder in die Wiese einbringt. Sie sollen als Lebensraum für bedrohte Tierarten dienen. Angeregt hat das Ernst Obermayr, der als Landschaftsökonom Zukunft und Vergangenheit der Kulturlandschaft zusammenführen will. Eine von vielen Aktionen zum Erhalt der Bischofsreuther Waldhufen, gefördert von EU, dem Freistaat und der Gemeinde Heidmühle. Steinriegel, Zeugen einer beschwerlichen Lebensweise, hier auf 1000 Metern Höhe. Dieses alte Haus stammt von 1838. Reinhold Ratschmann wurde hier geboren. Seine Vorfahren bauten Kartoffeln, Roggen, Gerste an, kleinteiligst, nach der Plackerei mit den Steinen. Als Bub half er dabei mit. Später lohnte sich die Landwirtschaft nicht mehr. Die Äcker fielen brach, er wurde Holzhauer. Aber die Erinnerung ist noch da. Jawohl, das ist Grenze und auch eine Ablagerung. Der gehört den Nachbarn. Ach so. Und genau noch die kleinen Hügel, die was alle haben. Das wurde oberflächlich, wurden die mit dem Bagger schon mal entfernt. Hat sich dann nicht mehr rentiert, dann haben sie aufgehört, weil die müssen alle noch raus. Unter die Hügel ist was? Steine! Ach, das war eine Katastrophe. Kann man sich das noch vorstellen, weil ich war in Manding noch, ein junger Bub. Wenn unser Opa so, wenn wieder so ein Klumpen Vierer gekommen ist, der wurde dann auch gemacht. Und das war eine heillose Arbeit. Das Beste war, wenn man nicht mitgebraucht hat. Aber die Möglichkeit waren sehr wenige, weil ich war der Älteste. Und ich war der Erste, der was eingespannt worden ist. Und hat es geheißen, jetzt gehst du mit, jetzt haben wir den Schnurrauer.
Oft wehte der Böhmerwind herüber, ein raues Klima. Um die wenigen Kühe durchzubringen, tricksten seine Vorfahren gelegentlich. Der, wo so auf die Viecher aufpassen müsste, der war arm dran. Ja. Und diese Steine, die sind weggekommen und das hat auch einen kleinen Hintergrund, dass die Tiere dann auch einmal in den Staatswald reingesucht haben. Das war nicht gern gesehen. Aha. Das war eine Katastrophe, aber da wurde schon immer so ein bisschen umgetraut. Geht's zur Nachbarn um. Ein Kampf mit der kargen Landschaft. Und doch sind hier, wo einst so unnachgiebig gerodet und Steine entfernt wurden, wertvolle Magerwiesen, Moore und Auen entstanden. Lebensraum für bedrohte Tiere und Pflanzen. Der Steinriegel hier am Schnellen Zipf im Vogelschutzgebiet ist neu angelegt worden. Ernst Obermeier kam als Artenschützer her. Doch mittlerweile hat er erkannt, dass er auch die Menschen begeistern muss. So wie Naturfotografin Ilka Weber, die vor 7 Jahren hierher gezogen ist. Wenn sie gemeinsam unterwegs sind, ereignen sich manchmal besondere Momente wie dieser. Offenbar ein Steinschmätzer. Eine der seltensten Vogelarten Bayerns. Also ich habe ihn noch nie gesehen. Das wäre für mich also insofern definitiv auch eine Sensation. Dass der jetzt schon da ist, also ja, Luftsprung, ist unglaublich. Also eine unglaubliche Situation. Wenn man so eine Art, so einen Lebensraum zurückgeben kann, dann ist das so ein Teil davon, wofür man halt arbeitet. Ne? Es gibt Hoffnung, dass diese Landschaft erhalten bleibt. Aber es braucht auch Wächter wie Ilka Weber. Diese Natur im Grenzland ist, was sie immer gesucht hat. Direkt an einer alten Gemeindeweide wohnt sie, einem Ort besonderer Artenvielfalt. Auch heimische Schlangen fühlen sich hier wohl. Auf deren Spur ist Ilka Weber aber erst durch die Nase ihres Rüden Sami gekommen. Es war gleich im ersten Jahr, wo wir hierher gezogen sind, dass der junge Mann mitten im Garten gebissen wurde. Also er hatte einen riesen Satz gemacht unterm Schnüffeln in den Heidelbeeren. Und wir haben dann also sehr schnell festgestellt, er sackte in sich zusammen, dass da also tatsächlich was Arges im Busche ist. Und über diese Thematik hat sich eigentlich das entwickelt, dass ich mich mit der ganzen Thematik Schlange und Kreuzotter mehr beschäftigt habe. Es hat sich auch gezeigt, dass die ganzen Jahre danach die Schlangen immer an ein und derselben Stelle bei mir im Garten im Steinriegel vorhanden waren, bis zu 8 Stück sogar. Wie Paraberus, die Kreuzotter zum Beispiel, mag es gern im Verborgenen des Steinriegels. Wer sie sucht, wird nicht gleich fündig. Doch wer wie Ilka Weber respektvoll Abstand wahrt, der kann unverhofft Zeuge eines Naturschauspiels werden. Der schönste Moment war eigentlich in diesem Frühjahr die Paarung. Es war also so regelrecht eben so ein bisschen dieses Gerangel, dieses Gewusel, dieses Hetzen der Männchen und das Weibchen mittendrin, was einfach abgewartet hat. Das ist schon sehr, sehr spannend, das zu verfolgen und auch dann die Interaktion des Männchens mit dem Weibchen zu verfolgen. Also das ist ja nicht so, dass das Männchen daherkommt und sagt, hey, klasse, dass du da bist, jetzt geht's mal los, sondern das rutscht also mit ruckartigen Bewegungen auf dieses Weibchen und kuschelt also regelrecht, befingert es mit der Zunge und tastet erstmal, bis überhaupt irgendwas ernst wird. Seither kämpft Ilka Weber für die heimische Giftschlange. Und es gibt sehr viele Ammenmärchen, die bei den Leuten fest verankert sind. Also eine Schlange wird zum Beispiel niemanden verfolgen. Das gibt es aber ganz häufig, dass ich das hier höre. Hilfe, 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 da ist eine Schlange und jetzt muss ich wegrennen. Das ist nicht notwendig. Die Schlange hätte kein Interesse, mich anzugreifen, überhaupt nicht. Hier an der kalten Moldau, wo in den Jahren des Kalten Kriegs so manche Arten ungestört überdauern konnten, soll heute ein neuer Steinriegel aufgeschüttet werden. Er soll vor allem der Kreuzotter zugutekommen
Optimiert ist er für den Klimawandel, denn die Überwinterungskammer in der Erde ist überschwemmungssicher und frostfrei, selbst wenn im Winter Schnee fehlt. Damals war es so, da hat der Schnee eine große Rolle gespielt. Der ist ja auf den ganz dick, meterdick, 2 Meter dick auf den Steinriegeln gelagert und war eine tolle Isolationsschicht. Lustig ist, dass wir unter Umständen eine zusätzliche Frostgefährdung unserer seltenen Arten kriegen durch die Klimaerwärmung. Und zwar deshalb, weil die Schneebedeckung immer geringer wird, wir lange Zeit keinen Schnee haben, aber es trotzdem Frost geben kann. Mir gibt es eben schon Kraft, wenn ich sehe, dass ich es erreichen kann, dass Lebensräume für bestimmte Arten tatsächlich erhalten werden können. Und das ist für mich jetzt nicht nur Job oder das ist fast überhaupt nicht Job, sondern das ist mein Herz. Also das ist in meinem Inneren. Der Erhalt dieser Kulturlandschaft ergeht nur mit den Menschen, indem sie ihre steinreiche Vergangenheit wertschätzen.